Trubschachen im Emmental lebt die Familie Wenger-Hofstetter. Sie bauern hier und betreuen 2 Pflegekinder. Bald gibt es zu all dem auch noch Nachwuchs. Die Bianca ist im 9. Monat schwanger. Es ist eine grosse Familie. 3 eigene Kinder, bald ein 4., eine Sozialpädagogin und noch 2 Pflegekinder gehören dazu. Die Kinder wachsen enorm ans Herzen. Aber man muss wie auch sich abgrenzen können. Weil wir sind ja nicht eigentlich Ersatz Vater oder Mutter. Wir sind mehr Freunde, die sie auf eine gewisse Zeit vom Lebensweg begleiten. Die Familie Al-Shehab kommt aus Syrien. Wegen dem Krieg ist sie auf Beirut im Libanon geflüchtet. Jetzt heisst es Abschied nehmen. Die Familie hat in der Schweiz Asyl bekommen. Die Training ist schwierig, aber wir sind müde und haben genug gelitten. In Zürich werden sie erwartet. Schon die Fahrt ins Bundesasylzentrum gefällt dem Khalil. Es ist sehr schön hier, ganz anders als bei uns. Millionenmal schöner als im Libanon. Wolgensingers sind die Nussbaumen im Kanton Thurgau daheim. Bei den beiden Kindern dreht sich alles um das Rock'n'Roll-Tanzen. Jetzt trainieren sie für einen grossen Auftritt in der Castingshow «Stadt, Land, Talent» vom Schweizer Radio und Fernsehen. Ja, ich finde die SRF-Show schon cool, weil es ist halt auch cool, dass man auch mal im Fernsehen sein kann und so. Ich hoffe, dass wir weiterkommen und vielleicht auch gewinnen. Hopp, 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 hopp. 3 Familien, 3 Welten, das ist SRF bei den Leuten Familiensache. Es ist Sonntagmorgen auf dem Hof Obergummen bei Trubschachen, mitten im Emmental. Die 2 ältesten Kinder von der Familie Wenger-Hofstetter haben sich in die Küche geschlichen. Talia und Giuliano sind nicht Geschwisterte. Der Giuliano ist ein Pflegekind und lebt seit gut 2 Jahren bei der Familie. Wir machen eigentlich jetzt für am Muttertag machen wir jetzt Waffeln. Und es ist eigentlich immer so, dass wir das machen, wenn Muttertag ist. Einfach etwas Spezielles von er. Ja. Ja, aber wir haben keinen Raum. Ja, sicher. Ja. Schon. Ja. Und Butter habt ihr? Ja. Genug? Ja, Talia hat das geschmelzt. Okay, super. Der Florian ist der Vater und Pflegevater der Familie. Seine lieblichen Kinder, Darwen und Anuk, wollen auch etwas zum Muttertagsbrunch beitragen. Wir müssen immer schauen, dass es so lange still geht wie möglich. Ja. Wenn wir noch richtig in den Garten gehen, wir gehen den Garten noch ausrauben. Merci. Also meine Familie ist mir sehr wichtig. Ich habe eine enge Beziehung mit ihnen für mich. Das ist das Einzige, was irgendwann mal bleiben von uns. Dass wir sie haben. Und natürlich auch zu uns schauen mal. Nein, von einem Verjährbar. Gell, Anuk? In der Küche hilft jetzt auch Sonja Hackel mit. Sie ist Heilpädagogin und die Fachperson für die Pflegekinder. Sonja lebt auch auf dem Hof und packt überall mit an, was nötig ist. Selina ist das 2. Pflegekind. Sie wird bald 10 und ist seit 2 Jahren auf dem Hof. Hallo. Und das ist Bianca, die Mutter oder Pflegemutter für die Kinderschar. Oh, ist jemand Blümchen sammeln? Anu, ich und der Papa haben das gemacht. Die da gesammelt? Ja, die da. Vor dem Essen gibt es ein anthroposophisches Tischgebet.
Der Hof gehört zu einer Institution, die sich zum Teil nach den Grundsätzen von Rudolf Steiner richtet. Im Lichte, das aus Geistestiefen im Raume fruchtbar webend der Götter schaffen, offenbart in ihm erscheint der Seele Wesen, Geweihte zu dem Weltensein und auferstanden aus enger Selbstheit innen Macht. Merci. Merci. Gute Miteinander. Und merci vielmals für das Vorbereiten und das feine Morgen. Da freue ich mich jetzt mega drauf. Es könnte ja anders zu und her gehen am Tisch mit so vielen Kindern. Aber heute sind alle zufrieden. Oh ja, mega schönes Herz. Also so in den Tag starten ist natürlich schön. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil am Sonntag machen wir eigentlich halb Morgen. Die Kinder können noch ein bisschen im Zimmer bleiben und lesen. Jetzt war es mal umgekehrt und das ist eigentlich auch sehr schön. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn man sich alle so Mühe geben, für ihn zu überraschen. Das ist schon schön, ja. Auch für am Nachmittag haben sie etwas Besonderes geplant. Es gibt Zuwachs auf dem Hof. Also, es steht noch alles an. Soll ich holen? Und das wäre ja nachher am Morgen, oder? Ja. Also 2 Erwachsene bleiben sicher hier. Und der meiste Teil der Kinder. Und jetzt können wir uns dann auch noch geschwind überlegen, wer vielleicht noch Sonja hilft. Es braucht vielleicht schon noch einen Hang mehr. Also mit Arwen, Sonja, wir geben die Arwen könnte mitkommen. Und wenn ein Säule abgeht, säckelt die Arwen nachher. Du gehst es holen. Ist gut. Schaust du? Feine Waffeln. Es ist uns aber allen klar mit den Säulen. Was passiert irgendwann mit unseren Säulen? Sie werden gemetzelt. Ja. Nachher werden sie gemetzelt. Was machen wir dann? Feiner Braten, feines Fleisch. Tschüss. Sonja macht sich mit den beiden Gielen auf den Weg, um die Säule zu holen. Beirut, die Hauptstadt vom Libanon. In das Land sind mehr als 1,5 Millionen Syrerinnen und Syrer wegen dem Krieg geflüchtet. Die Familie Al-Shehab hat Aleppo verlassen, wo die Bomben sind gefallen. Khalil, gib mir doch bitte das Tablett. Der Shehab Al-Shehab lebt mit seiner Familie seit bald 10 Jahren hier. In ein paar Tagen kann die Familie den Libanon verlassen. Sie können als anerkannte Flüchtlinge in die Schweiz kommen. Es fällt mir schwer, Abschied zu nehmen, aber das Leben geht weiter. Es wühlt mich auf, ich hoffe auf eine gute Zukunft, dass meine Kinder und wir als erstes Sprach lernen. Wir sind alle noch jung genug und haben alle Möglichkeiten. Lernen, um zu arbeiten. Schwarzen Kaffee, bringen bitte dem jungen Mann dort hinten. Der Shehab und sein Sohn, der Khalil, arbeiten in diesem Kaffee. Das letzte Mal hocken sie mit den Arbeitskollegen zusammen. Auch seine Frau, die Kaula, ist dabei, zusammen mit den anderen Kindern. Shehab, das Essen hier ist extra für dich. Das Abschiedsessen spendiert mein Chef, der Abu Hussein, und meine netten Arbeitskollegen. Ich danke dir, Abu Hussein. Er ist ein Bekannter von meinem Vater. Ich kenne ihn seit 13, 14 Jahren. Der Shehab arbeitet schon lange bei uns. Er ist für mich wie ein Sohn geworden. Ich werde dich vermissen, Abu Hussein. So ein Festessen wie heute ist für die Familie eine grosse Ausnahme. Al-Shehabs leben mehr schlecht als recht als Flüchtlinge in Beirut. Die Wirtschaft im Libanon ist am Boden und viele Leute sind arm. Ich will hier aus einem Grund weg, wegen meiner Kinder. Aber erst wenn ich merke, dass meine Kinder sich dort wohlfühlen, bin ich auch zufrieden. Alles gut, lieber Cousin. Ich werde dich vermissen, mein Lieb. Allah soll dich segnen.
Hast du den Koffer fertig gepackt? Morgen müssen wir noch einen Corona-Test machen, gell? Ja, wir sind bereit. Wie fühlst du dich? Bereit für die Reise? Ja, wenn Allah das will. Ein grosser Teil der Verwandtschaft der Familie Al-Shehab lebt im Libanon. Jetzt heisst es Abschied nehmen. Zuerst besuchen sie am Shehab seinen Bruder und seine Familie. Assalamu alaikum. شلونك عمي؟ نرضى عنك. والله الحمد لله رب العالمين. يلا ان شاء الله تلحقونا لهون. والله فرجونا على منطقة سانت جالن. Wir kommen zuerst auf St. Gallen. Nachher kommen wir eine Zeit lang in ein Camp für 6 bis 7 Monate oder ein Jahr. Wir werden euch vermissen, so wie ihr uns auch. Die Training ist schwierig. Wir sind müde und haben genug gelitten. Alles ist so teuer hier. Keine Schule, keine Sicherheit, nichts. Als Flüchtling musst du hier alles aushalten. Und ihre Verwandten können nicht fort von hier. Eine Situation kaum zum Aushalten. Er ist mein Bruder, mein Fleisch und Blut. Wir wünschen, dass er glücklich wird und das schwierige Leben hier vergessen kann. Das ist Nussbaume im Kanton Thurgau. Hier wohnt die Familie Wolgensinger. Am besten fährst du oben an. Ja. Also, was packst du jetzt zuerst? Sportkleider. Ja, genau. T-Shirt immer zum 2 pro Tag. Das kannst du wechseln, gell? So viel Haar ist nicht egal. Lilian hilft ihrem Sohn Florian beim Packen. Er ist 12 und geht morgen ins Trainingslager. Der Florian tanzt Rock'n'Roll und gehört zu den Besten in der Schweiz. Plus Hausschuhe. Die kannst du dort aussen rein. Nein, stopp, aus aussen rein, da im Reisser. Also, die Hausschuhe haben wir. Was hast du 2 Tüchli? Du hast nachher noch einen Schlafsack. Nein, Decke. Ja, aber die Decke kriegst du nicht rein. Dann nehme ich einen Turnsack noch mit. Nochmal einen. Dann hast du 2 Turnsacks. Florian, ich würde die Sporttasche nicht. Nein. Du kriegst nicht mehr die Sporttasche. Ich würde. Es ist nicht so, dass ich mich gar nicht freue, aber auch nicht übermäßig, weil es halt trotzdem recht streng wird. Auch am Packen, im Zimmer nebendran, ist seine Schwester Ladina. Socken? Ja, du, es wird heiß, Ladina. Und hast du daran gedacht, dass du weiße Unterhosen, weiße Socken musst fürs Wochenende auf die Seite tun? Ja. Gut, also 7 Socken, 7 Umhaus. Das alles braucht Ladina. Auch sie geht ins Rock'n'Roll-Lager. Dann kommen halt auch ausländische Trainer von Budapest oder so. Und dann trainieren wir eigentlich fast den halben Tag und manchmal spielen wir noch Spiele. Und es gibt noch einen Abschlussball. Und ja. Wo hast du die? Gerade am Oben. Nein, wirklich. Welche denn? Von der Schule. Okay, also dann holst du die schnell. Die kannst du aussen rein tun. Da aussen. Wir planen halt schon drumherum. Also es ist so ein bisschen das, was wir machen. Sonst, zuerst schauen wir immer, ja, okay, haben sie Training oder ist dann ein Turnier. Und erst dann schauen wir quasi, okay, wir könnten sonst noch etwas machen. Oder auch die Ferien planen wir halt schon auch danach. Also es gehört einfach zu uns als Familie. Er hat es nicht gern, wenn wir packen. Das ist, gell? Ja. Ein Päckchen, das hat er nicht gern. Der Vater Roger bringt die Hektik nicht aus der Ruhe. Ich
bin der schaut, dass alle etwas zu essen haben. Ja. Kochen mache ich auch gerne. Und bin der meistens zu Hause ist. Und den Rest teilen wir uns auf. Wir haben nicht so eine Rollenverteilung. So, Achtung. Oh, Nadina, kannst du noch ein Schälchen auf den Tisch tun? Für was? Für die Schale. Genau. So, dann musst du dort noch den Stuhl wegnehmen für den Papi. Genau. Der Roger ist seit 10 Jahren im Rollstuhl. Bei einem schweren Arbeitsunfall hat er sich die Hüfte zerschmettert. Darum bezieht er heute IV-Rente. Das andere schöpfst du selber. Lilian arbeitet voll im Personalmanagement bei Siemens und ist für die Lehrlingsausbildung zuständig. Wenn ihr morgen geht, bin ich nicht da, gell? Ja. Ich bin dann schon weg. Die Annika holt euch um 8 Uhr ab. Ja. Wann steht ihr dann auf? 7 Uhr, gut. 7 Um 7 Uhr? Halb 7. Halb 7. Wieso halb 7? Eine Stunde parat machen lange eigentlich. Ja, dort. Weil ich 1,5 Stunden mache. Also das Rock'n'Roll beeinflusst das Familienleben schon ein bisschen. Hauptsächlich Kind, das Abend, Training. Oder wie jetzt eine ganze Woche weg. Gibt uns Freiraum natürlich. Das ist etwas anderes. Sie lernen viel für ihr Leben. Auch so ein bisschen alles unter einen Hut bringen, mit Schule, dann ein bisschen lernen, Hausaufgaben machen, dann das Training. Also so finde ich, bringt ihnen das schon viel, dass sie einfach auch lernen müssen, so ein bisschen strukturiert durch den Tag gehen und sich einplanen können. Und wer ist Trainer, wisst ihr das? Gabor kommt, glaube ich, und Veronika. Ja, die Veronika, glaube ich. Sehr wettig. Auf dem Obergummen bei Trubschachen im Emmental sollten jeden Moment Säule eintreffen. Darwin die Jüngste, Dalia die Älteste, die Mutter Bianca und das Pflegemädchen Selina stecken ein Gehege ab. Die Säue sollen zusammen mit den Hühnern leben. Das sollte Geigen und einen sinnvollen Kreislauf geben, wie alles hier auf dem Demeterhof. Ja, ich habe gelesen, dass die Hühner Parasiten von der Säule. Und die Säule die sicher auch alles umgraben. Und dann haben die Hühner automatisch schon zu fressen. Und am Abend, wenn sie dann reingehen schlafen, die Säue und die Hühner, dann sind sie schön geschützt vor dem Fuchs. Also die helfen eigentlich so ein bisschen gegenseitig einander. Und ja, spannend. Schauen wir mal, ob es geht. Oder wenn die Säue kommen, dass die Hühner nie mehr sind, kann sie. Und wäre aber noch eine schöne so Symbiose. Hey! Hi! Hey, die haben schon einen Namen. Achtung, Achtung, sie können jetzt raus. Warte noch, Horti. Komm! Ich klopfe. So, jetzt wieder Sonne sehen, ne? Die will ich gar nicht. Schau mal. Eins ist schon da. Können wir loslassen? Die Berge, ja, aber wie da, wenn man sie tauschen will. Schau jetzt mal, eine Säule, das sieht man ganz gut, das hat einen Punkt. Aber die anderen zwei sind noch recht ähnlich. Ja. Findet jemand einen Unterschied? Ja, ich sehe einen Unterschied zwischen den zwei Angeln. Eins hat weniger schwarz im Viertel und eins hat mehr schwarz im Viertel. Das ist das, was du gemeint hast? Ja, beim einen geht es wie ein bisschen weiter. Ja, genau. Siehst du es?
Allen Tieren soll es gut gehen, bis sie zum Metzger müssen. Das ist das Wichtigste für die Bianca und für den Flo. Darum sind die Kühe und die Kälber zusammen, solange sie wollen. Und der Kleine ist darum ein kleiner Schisshase. Komm. Komm, komm her, komm. Kommt. Ja, kommt. Yep, komm. Bleibst du noch da unten, du schnell zu. Komm. Komm. Ja, es ist ein bisschen dünn. Schon bald gibt es noch ein Lebewesen mehr auf dem Hof. Die Bianca ist im 9. Monat schwanger. Also in 2 Wochen ist eigentlich der Entbindungstermin. Genau. Werden wir sehen, es denke ich fast ein bisschen, es könnte auch früher sein. Ich kann nicht mehr so gut laufen. Ja, sind wir gespannt. Genau. Also in dieser Schwangerschaft habe ich enorm gut mögen. Ich habe bis vor 4 Wochen noch einen Stall machen. Und jetzt habe ich immer einen Tag, den ich auch gut mache, und einen, den ich gar nicht mehr mache. Also von dem her, es muss ja auch so sein. Die letzte Zeit muss einfach mühsam sein, dass man sich freut auf die Geburt. Und dann sind wir sogar auf Fiona gestoßen. Der Florian und die Bianca sind gelehrte Bauern. In ihrem Stall hier sieht es etwas anders aus als in vielen anderen Ställen. Das Kalb ist hauptsächlich eigentlich mit der Mutter zusammen. Und die Trennung ist individuell, was es selber ergibt, langsam mit der Zeit. Und mit dem Strom schwimmen ist einfach, gegen Strom schwimmen ist schwerer. Also ist klar, machen wir das. Am Schluss trudelt auch noch der kleine Scheisshase ein. Der Hof hier gehört zu einer Institution, die sich Pflegekinder annimmt. Als Bianca und der Flo vor 2 Jahren den Hof übernommen haben, war darum klar, dass sie auch Pflegekinder betreuen. Für die Arbeit werden sie entlöhnt. Das macht einen guten Teil des Einkommens der Familien aus. Guten Miteinander, einen guten Appetit, frische Kumpenweit. Wow, hallo, bei dir kommt sie ja mit. Bianca und der Flo können neben den Bauern und der eigenen Familie nicht voll zu den Pflegekindern schauen. Darum haben sie Unterstützung von der Sozialpädagogin Sonja. Sie lebt hier mit ihnen auf dem Hof zusammen. Als wir so angefangen haben, war Sonja schon auf dem Hof. Und wir haben angefangen als Arbeitskollegen und sind mittlerweile eigentlich als Familie zusammengewachsen, kann man sagen. Und das ist eigentlich sehr wertvoll und das Schöne daran. Und wir haben einmal darüber diskutiert. Wir haben Meinungsverschiedenheiten gibt es klopft im Alltag. Aber so kleine Sachen, wie zum Beispiel, wer wie viel Anken drauf nimmt und wer findet jetzt 3 Bitzen Käse passen zu einem Stückchen Brot. Aber so Grundgesinnung haben wir die gleiche. Also das ist, ich glaube, das ist ein bisschen das Geheimnis von dem, dass es so lange so gut klappt. Immer noch funktioniert, genau. Wir haben immer meistens guten Willen zueinander, dass es einfach gut kommt. Aber es ist schon aus einer Arbeitsgemeinschaft ist, eigentlich unerwartet eine Familie geworden. Also was man definitiv kann sagen kann, wenn irgendjemand fehlt hier, wird er recht vermisst. Ja. Aber ich glaube, es ist gängig so. Wenn immer irgendwer mal nicht da ist, entsteht ein Loch. Es ist Montagmorgen bei der Familie Wolgensinger. Heute geht es für die Ladina und der Florian ab ins Rock'n'Roll-Trainingslager. Ja, und das ist schnell Freitag. Bum, bum, und schon sind alle wieder da. Ich denke, dass die Woche sehr streng wird, weil es auch ausländische Trainer hat und es halt auch eine Woche lang ist. Dann bist du vielleicht mal müde am Freitag. Ja. Passiert das so selten, dass dann die Batterie leer kriegst. Ja. Aber das Mal wird es strenger, ja. Tschüss. Ja, Lele. Tschüss. Mach's gut. Ja.
Ja, nicht mit 12. Das Trainingslager ist ganz in der Nähe. Im Sportzentrum im Nachbardorf Hüttwilen. Die nächsten 5 Tage trainieren die beiden hier und schlafen mit ihren Tanzgespendli im Luftschutzkeller. Ich sage dir, Schlafstunde zusammen. Jetzt schlafe ich halt dort oben. Ich kann nicht leider wieder schlafen. Der Dimitri Isering ist ihr Trainer. Er ist ein international erfolgreicher Rock'n'Roller und gibt sein Wissen jetzt an die nächste Generation weiter. Ich tanze ungefähr 8 Jahre und mir gefällt, dass wir einfach etwas machen können, nicht nur daheim sitzen können und dass wir auch Freunde haben hier im Sport. Der Florian ist seit 4 Jahren dabei. Ich bin schon eher hyperaktiv. So. Und kann auch nicht so lange still sitzen. Und deswegen ist es eigentlich auch gut, wenn ich halt viel trainieren kann in der Woche und so. In den nächsten 5 Tagen trainieren Ladina und Florian intensiv für die neue Rock'n'Roll-Saison. Tap, 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 tap. 5, 6, 7, 8. Die letzten Wochen vor der Ausreise hat die Familie Al-Shehab bei der Schwester von der Khawla im Süden von Beirut gelebt. Heute ist der Tag vom Abschied. Es war zu lange im Topf. Jetzt ist es verkocht. Wir verbringen den letzten Tag zusammen als Familie. Es ist nicht einfach, als syrische Flüchtling im Libanon zu leben. Wir sterben hier langsam. Der Tod ist angenehmer als die Situation. Ihr lebt alle in diesem Zimmer und euch kann jederzeit gekündigt werden. Das Schlimmste daran ist 6 Personen in einem Zimmer. Und überall Abfall und Dreck ringsherum. Dazu kommt noch die Angst und der Rassismus. Du kannst dich nie in Sicherheit fühlen. Beim Brot kaufen wirst du belästigt, nur weil du ein syrischer Flüchtling bist. Man muss uns wie einen Mensch behandeln, nicht wie einen Flüchtling. Und dann ist es soweit. In ein paar Stunden startet das Flugzeug und die Familie Al-Shehab verlässt den Libanon wahrscheinlich für immer. Die Verwandten sehen sie jetzt lange nicht mehr. يلا عم خليل تبعوا حالكم سلمي على فراس. Passet auf euch auf.
Sie fliegen zuerst auf Istanbul und dann in die Schweiz. (20:04 Uhr, ist das richtig? Am Flughafen verteilt die Internationale Organisation für Migration den Flüchtlingsfamilien ihre Reiseunterlagen. Die Schweiz hat bis heute mehrere tausend Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, die von der Flüchtlingshilfsorganisation der Vereinten Nationen, dem UNHCR, anerkannt sind. Auf Basis des sogenannten Resettlement-Abkommens verpflichtet sich die Schweiz jedes Jahr einer bestimmten Anzahl Flüchtlinge Asyl zu geben. Es ist ein gutes Gefühl, in der Schweiz ein neues Leben anzufangen. Alle benötigen uns wegen dem. Ich hoffe, dass wir die Schweizer gerne haben und sie uns auch. Und das Kind dort verlieren und wir ein bescheidenes und schönes Leben führen können. Ich hoffe, wir enttäuschen die Schweizer nicht. Die Ladina oder Florian Wolgensinger trainieren hart. 5, 6, 7, 8. Der Trainer lässt nichts durchgehen. Okay, and this side, you have some stop, 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 or something like that. Bam, yes, It was like bam and bam. No, bam. Show yourself to the audience, okay? Ausländische Trainer sind aber anders, weil sie auch anders Training machen, zum Teil auch strenger. Und halt einfach anders. Hopp, 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 hopp. Okay, you tired? Bist du müde? Wieso? This is the first day. Gell, es ist der erste Tag. Das war viel besser. Ich glaube, es muss einem auch Spass machen, weil sonst ist die Motivation nicht so. Und dann, ja. Ja, und sicher auch motiviert sein und so. Ja, Florian. Hopp, bam, hopp, Marian, hopp, hopp, bam, 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 hopp, bam. Okay. Logisch, es braucht ein gewisses Talent, es braucht ein bisschen Dynamik, zum ein Tänzer zu sein. Also das kann nicht jeder, aber das haben sie beide, das ist überhaupt nicht das Problem. Jetzt ist es wirklich für mich der Wille, ja, und die Leidensfähigkeit. Im Endeffekt ist es wirklich so ein bisschen Gehalt. Es tut immer so ein bisschen etwas weh und das ist normal, wenn man so viel trainiert. Und dann nochmal durchbissen und nochmal etwas draufzulegen. Ich glaube, das ist das, ja. Wir schauen jetzt heute mal vor allem, dass alle Aufstellungen Platz haben. Die Ladina oder Florian üben hier für ein ganz bestimmtes Ziel. Der Dimitri, ihr Trainer, hat einen Teil der Rock'n'Roll-Gruppe bei der Fernsehshow Stadt, Land, Talent angemeldet. Stopp, bleiben! Ich finde die SRF-Show schon cool, weil es ist halt auch cool, dass man auch mal im Fernsehen sein kann und so. Und auch mal etwas anderes machen kann, wie immer Bärli tanzen. Ich hoffe, dass wir weiterkommen und vielleicht auch gewinnen. Bam, 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 bam. Für das müssen sie jetzt hart trainieren. In ein paar Wochen ist die erste Sendung. Dort kommt aus, wer sie ins Finale schafft. Die 7 Bärli machen das jetzt erstmal so miteinander. Sie sind sonst immer als Einzelpaar unterwegs gewesen. Und jetzt für die SRF-Show sind wir das am Üben. Wir haben bis jetzt erst 6 Training gehabt und es hat halt neue Schwierigkeitssachen, die sie sonst nicht kennen. Aber sie machen es sehr gut im Moment, ja. Es war gut, das erste Training. Ich bin sehr froh, dass wir Pause haben.
Okay, mach ich. Also am Abend bin ich sehr, sehr müde, ja. Also jetzt mache ich wirklich nur noch das Nötigste und dann gehe ich zu den anderen 2 Kindern ins Bett, weil jetzt mache ich wirklich nicht mehr. Sonst machen wir etwa noch Büro, aber das liegt nicht mehr drin momentan. Nicht einmal mehr Film schauen, gell? Ja. Geht, ja. Aber es sind ja immer anstrengende Tage, schöne Tage, aber anstrengend. Ja. Flo? Ja? Hast du noch lang? Nein. Nee. Nicht zu lang. Du musst noch nachstehen. Ja, schnell schauen, wie viel dreckig das ist. Also. Ja, Ich gehe ins Bett. Was, ich komme nachher auch gerade. Also. Also. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss. Also Bianca ist sicher am Limit. Sie macht auch nicht mehr so, ist ja klar. Ja, als Nachteam, sie sagt es selber, es kommt sehr wahrscheinlich früher als geplant, vielleicht, was ich das Gefühl habe. Ja, ich würde ihr gerne noch ein bisschen mehr helfen können, aber wir haben das gewählt hier zusammen und jetzt bin ich ein bisschen mehr alleine am machen, weil sie halt nicht rausmisten kann. So. Aber ich hoffe, das kommt näher. Bianca sagt, der Pfleckkind ging als erstes Gute Nacht. Im Sternenmantel bin ich geborgen. In Gottes Liebe vom Abend bis zum Morgen. Mein Sternlein in mein Herzlein kommt. Schlaf gut. Bis morgen. Die Kinder wachsen enorm ans Herz. Aber man muss wie auch sich abgrenzen können. Weil wir sind ja nicht eigentlich Ersatz Vater oder Mutter. Wir sind mehr Freunde, die so auf eine gewisse Zeit vom Lebensweg begleiten. Und, aber es ist schon ein rechter Spagat. Jeden Tag ein bisschen auf das Neue. Zu sehen, wo ziehe ich die Grenzen und wo lasse ich etwas gut sein. Damit Bianca Zeit für die eigenen Kinder hat, schaut am Abend Sonja zu den Pflegekindern. So, ich melde mich ab. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, danke. Und merci fürs Helfen. Können eintreiben? Bitte. Schlaf gut. Die Pflegekinder, die auf dem Obergummen leben, haben einen schwierigen Start ins Leben gehabt. Sie sind durch alle Maschen aus Heim und Schulen gekippt. Hier fühlen sie sich jetzt wohl. Ich finde wirklich, dass ein Kind auf einem Bauernhof zur Ruhe kommen kann. Es erlebt die Natur, die eigentlich noch nicht kaputt ist. Es erlebt einen ganz normalen Alltag. Es erlebt eine Familie mit Höchst und Tiefs. Ein Ehepaar, das aneinander geratet, sich wieder versöhnt. All das eigentlich Normale. Und sie kommen wie aus einer Übertherapie. Ja, wie soll ich sagen? Die sind wie übertherapiert. Du kommst hier in ein ganz normales Setting. Und das wirkt einfach heilend. Die beiden Kleinsten von der Bianca schlafen im Bett mit ihren Eltern. So, Blut jetzt alles durch. Ja. Und es ist auch immer ein bisschen Spiessroutenlauf, was man jetzt das Kind, das herkommt, wie tragen, wenn wird es zu viel, was mögen die eigenen Kinder tragen, wenn brauchen sie jetzt ein bisschen Rückzugmöglichkeiten. Und da muss man immer sehr gut abwägen. Und jeden Tag neu. Es ist jeden Tag eigentlich nicht planbar. Und das ist eigentlich die grosse Schwierigkeit. Oder die grosse, ja, manchmal auch eine Belastung. Macht es aber wiederum auch immer spannend und jeder Tag ist ganz neu und ganz anders. Aber dieses unterirdische Gewölbe hatte keinen Fußboden. »Ist da wer?« fragte er. Seine Stimme klang dumpf und hohl. Er erkannte sie gar nicht wieder. Das Flugzeug mit der Familie Al-Shehab ist in Zürich gelandet. Mitarbeiterinnen vom Bundesamt für Migration warten schon auf sie.
Guten Morgen, herzlich willkommen in der Schweiz. Sabah al-Khair, ahlan wa sahlan. Hier bis Swissra. Es freut uns sehr, dass Sie heute so gut angekommen sind heute Morgen. يسعدنا كثير إنه وصلتوا بالسلامة اليوم الصبح. Damit das alles gut klappt, muss ich von jeder Familie wissen, wie viele Gepäckstücke das die dabei haben und wie viel Tabak das die mitführen. الدخان العادي. كروز واحد. كروز واحد. Eine Stange. Und wie viele Gepäckstücke? 8. Okay, danke. Gut. Die erste Station in der Schweiz ist das Bundesasylzentrum in Kreuzlingen, etwa eine Stunde von Zürich weg. Ist es schön, anders als bei uns. Grüezi miteinander. Ich möchte Sie ganz herzlich bei uns in der Schweiz willkommen heißen. أهلا وسهلا بكم. أنا حابة كمان باسمي أرحب بكم بنزولكم هنا بسويسرا بسلامة. Ihre Asylgesuche sind bereits genehmigt worden und Sie sind als Flüchtling anerkannt worden. Ich habe noch eine Frage wegen dem Zimmer. Die Zimmer sind relativ klein und Sie sind ja 6 Personen. Sie würden alle im gleichen Raum schlafen oder getrennt? بهالغرفة ومصف الثاني بالغرفة الثانية؟ مع بعض. Nein, lieber zusammen. Alle zusammen. Okay, und die Betten, die kann man dann immer noch ein bisschen verschieben. Das kann man dann auch sagen, der Betreuer. Ich sage meinem Cousin, dass ich froh bin. Die Freude lasse ich mir nicht lassen. Es ist sehr schön hier, total anders als bei uns. Millionenmal schöner als im Libanon. Endlich sind wir da. لا لا ها. وين؟ تفضلوا تعالوا تفضلوا. You can start with bagage. Please take one by one. C'est bon. Soll ich das wieder einpacken? Ich will das wegnehmen und dann mit Bakim. Okay. Okay, tamam. Ich bin da. شكرا. Impfkarten. Okay. Medizinisch. Aber Können wir alle hier rein machen? Aber. Genau. Gut, passt. Super. Dankeschön. Tamam. Ein Mitarbeiter vom Bundesasylzentrum nimmt die Familie unter seine Fittiche. Bitte schön, meine Liebe. Wie heissest du? Maria. Also, Maria, das ist die Schaft. Ihr müsst aufpassen mit den Wertgegenständen. Schließt den Schaftgang ab, wenn ihr aus dem Zimmer geht. لا تتركين يلا السلام عليكم عايزين مني شيء الله معك مع السلامه هون Hast du das gesehen? Ja, und das da ist ein Schwimmbad. Was für ein Schwimmbad? Bist du blöd? Es ist kalt. Siehst du das Haus? Welches? Das mit dem Muster dort. Es ist schön, gell? Ja.
Das nächste Mal lernen die Kinder von der Familie Al-Shehab ihre ersten deutschen Wörter. Mir geht es gut und mir geht es nicht gut. Mir geht es gut. Mir geht es nicht gut. Und dann zügelt die Familie weiter in ihre nächste Unterkunft. Auf Seeben, ins Integrationszentrum. Die Natur ist schön, wie gemalt. Wir sind bei den Engeln. Ich bin noch zu jung fürs Paradies. Bei Wenger Hofstetters ist das Baby da. Die Bianca macht sich Gedanken, wie es wird, wenn sie mit dem kleinen Aviel zurück auf den Hof kommt. Ja, also mir ist bewusst, dass wenn wir heimkommen, sich wirklich alle ihr Plätzchen wieder finden müssen. Wir als Eltern von 4 Kindern, die eigenen Kinder und unser Pflegekind. Endlich ist er daheim. Ja. Das Haus von Wolgensingers steht da, wo früher Roger seine Werkstatt war. Da ist er vor 10 Jahren von einer Leiter gekippt. Ich konnte hinter sie runterfallen und mit dem Hinterkopf auf den Betonboden, dann wäre ich vielleicht jetzt gar nicht da. Insofern ja, eigentlich noch Glück gehabt. Die Schlosserei musste er aufgeben. Jetzt arbeitet er auf dem 2. Arbeitsmarkt in einem geschützten Betrieb. Das ist ein schwerer Tag. Das alles und noch viel mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Familiensache.